ist die berühmte Schriftstellerin Claudia Carrera. Und das ist Dr. de Witt. Die was? Die Vertretung von Professor Otto. Ich weiß. Und lassen Sie sich bitte nicht um den Schnack rühren. Am besten die sich immer bloß, Ja? ja, das ist gut. Herr Dr. de Witt, ich bin fertig. Ja, ich bin fix und fertig. Aber Dr. de Witt, diese Tür. Ach ja, da ist ja noch so ein letzte Tür, nicht? Ja. Ha. Was ist? Fertig? Tja, pack wieder an. Ja, Herr Doktor, packt Sie das an. Also, wie fühlt wir uns da so von da? Also, um irgendeinen Ort befreiter. Ja, das ist nur nicht zu übersehen. Erstaunlich. Aber ich möchte ja sagen, Sie dit versucht das, weil ich schrieb, ob Söden zu tun, da geht mir die Arbeit nicht mehr so recht von der Hand. Frau Generaldirektor Bast. Und was ist da für ihn? Die Champagnerkönigin. Oh, na, der Prost. Und was hätte die gnädige Frau? Ja, sie ist Kleptomane. Nee. Bannig schon Fall. Ach, siehst du doch so was nicht. Das ist doch mein Spezialgebiet. Oh, der Thomas. Oh, Treffe. Ja. Junge. Gefällt Sie das? Gefallen ist doch kein Udruck. Das ist ein Droh. Ich schenke Sie das. Das schau wohl ein Witz werden. Sonnenjügel Fütü. Ich hab doch mal den Juwelier ins Schaufenster sehen. Das kostet. Kein Cent. Ich hab da klappt. Klar. Ach ja. Also gut. Wenn Sie meint, ich hab Vertrauen zu sehen. Ja, dann pack wieder an. Hallo Fans! Ach du Lebetit. Was ist denn? Take it easy, mein dear. Oh, ach du Lebetit. Ich hab die Termine durcheinander gebracht. Ich hab so laut gemacht. Mag nix, ich erd eins. Ja, aber was willst du denn morgen? Sie können doch nicht alle beide zu Lebetit behandeln. Ja, wieso denn nicht? Aber von Gruppentherapie hört. Gruppentherapie? Ja, dann machst du heute und auch alle. Ja, aber so was hat wir hier noch nie nicht gemacht. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, aber ich müsste mal nötig mit dem Doktor sprechen. Nu, Ich weiß, ich komme wahrscheinlich sehr ungelegen, aber das mache ich schon mein ganzes Leben. wenn du was nicht meldest. Maywald mein Name. Einen Augenblick bitte. Herr Doktor, entschuldigt Sie, aber da ist noch ein, die sich hiermit hochnötig mit sich schnacken. Was will er denn? Keine Ahnung, hier ist zum ersten Mal wie uns. Ja, dann mach ich drin. Ja. Den Herr Doktor lässt wissen. Danke. Moin. Moin. Maywald mein Name. Kommissar Maywald. Was kann ich für Sie tun, der Kommissar? Ich schließe krank. Nein! Ja, warum denn nicht? 20 Jahre bin ich nun im Dienst. 20 Jahre bin ich nicht krank gewesen. Und was habe ich damit erreicht? Nichts. Oh, Sie sind doch immer mit Kommissar geworden. Was heißt das? Elvis, du bist Riepinjong. Du bist Riepen Urschlag. Willst du wirklich? Das meine ich nicht bloß so, das ist so. Mensch Elvis, go los, go unter den Mühen, laut den Glocken bimmeln, wie es dir über den Eastern geht. Kick in Blatt, da wäre das Pulver angeboten. So, den Tag auf den Anfang. Und den Tag, du bist Elvis, der King. Glory Halleluja. Okay, Chef, du bist ein guter Menschen. Ich hab mir gedacht, du Kaffee, du konnt ja so ein Litschen Cognac nicht schauen, ne? Nee. Da wäre eine gute Idee. Ja, leider wäre das der Rest. Aber ich will noch hernehmen, wurde besorgt. Aber nicht doch.
Doch. Ich will sowieso noch zum Wienhöker. Ja. Und für die Familie. Braucht sie anders noch was? Nee, danke. Nee, danke. Na, habt ihr gesehen? Steenhauen voll. Die Frage ist bloß, wie kommen wir um diese Glut? Wenn wir da so an Sieg und Freude denken, dann möchten wir wie möchten ruhig bleiben. Also, wir werden nur eine Übung machen und diese Übung geht zurück auf die Erfahrung von meinem Freund und Kollegen Professor Isaac. Hi fans! Ladies and gentlemen, I'd like to do a song now that tells a little story that really makes a lot of sense. Links mal, Chef. Was? In der Mitte vom Blatt. Elvis auferstanden. Apropos Neurose. Wenn Sie noch Probleme hätten, das ihr wisst schon, ne? Jeden drücken. 1, 2, 3. Ich kann mir bloß wünschen, dass Sie auch so einen Neurosenkavalier finden. So einen das mir natürlich. Schönen Abend noch.